Vom ersten Funi, vom Wintersport und vom Drum und Dran. Der Wintersport hat in den letzten Jahrzehnten eine enorme Veränderung erfahren. Unser Grosspapa, den ich gar nie gekannt habe, hat in den 30er Jahren den ersten Funi gebaut. Diese Geschichte hat so angefangen. In der sonnigen Laune, in der Matte, ist ein Haus verbrunnen und als Zimmermann hat er das wieder aufgebaut. In dieser Zeit haben im Gstaad sich die Touristen mit dem Ross einziehen, für das sie nachher anfahren konnten. Meinem Grosspapa ist in den Sinn gekommen, wenn er das Holz mit der Winde transportieren konnte, dann könnte er doch auch Leute ziehen. Er hat angefangen planen und hirnen. Zum Schneider Emil von Sübental ist er holzige Fadenspülen, wie man früher hatte, reichen. Er hat ein Projekt gemacht und ist auf Geldgeber los. Mein späterer Götti, der über 100-jährig geworden ist er auch angegangen. Der hat mir gesagt, er gebe nichts, der Sport habe keine Zukunft. Item, es sind auch schon Interessierte aus dem Saanenland dazugekommen und er hat vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Saanemöser, im Gstaad, in Wildhaus, auf der Lenzer Heide, in Villars-sur-Bretagne und noch an anderen Orten Funi gebaut. Er hatte schon ein Auto und ist in der ganzen Schweiz gefahren. Einmal wollte er auch auf Lenzer Heide gehen und da ist ihm auf dem Brünig sein Auto kaputt gegangen. Ein Mann aus Sachsen hat ihm geholfen und er konnte weiterfahren. Aus diesem Kontakt ist er gerade ein geschäftlicher und ein freundschaftlicher geworden und seitdem hat er und auch später meine Eltern als Mechanischer von der Werkstatt Sachsen bezogen. Die Funi waren beliebt und es war eine goldige Zeit. Eine Zeit, wo eben das Skifahren so richtig aufkam. Zwar war es manchmal eine rumpelige Sache und man musste aufpassen, dass einem Kind oder die Ski nicht aus dem Schlitten kippt. Man hatte auch manchmal eine Skispitze im Gesicht gehabt. An der Wispel im Gstaad hat es wegen einer Schür eine Kurve in der Linie, so dass der Schlitten auch eine Kurve machen musste. Da sind dann schon manchmal Gäste rausgeflogen. Aber dann zumal hat man aus heutigem noch keine Prozesse gemacht, wie man das heute tut. Später sind in Saanemöser, alle am Sonntag die Auto bis in Schönried am Strassenrand gestanden. Alles hat auf eine Funi wollen. Man hat in Kauf genommen, dass man auf ein paar Schlitten gehen musste, bis man fahren konnte. Eine lustige Geschichte hat es von 2 Schlittenführern. Ein Schlittenführer ist dann in der Mittelstation übernachtet, weil der Antrieb da war. Der einzige, der mit dem Velo bis zur Talstation zu arbeiten. Aus Spass haben sie ihm das Velo in den letzten Funischlitten da und er hat es nicht für heim. Der hat sich gerecht und hat dem anderen das Bett in den letzten Schlitten da, wo angeht, und der hat kein Bett zum Schlafen. Der ganze Boden vom Bahnhof Saanemöser bis zur Talstation war manchmal schwarz von Leuten, die auf eine Funi gewartet haben. Ja, wegen schwarz. Beim Skifahren hat man schwarz, grau oder braun tragen. Es ist noch nicht so farbig zugegangen wie heute. Unsere Eltern haben im Gstaad den Rütilift betrieben. Ich mag mich noch erinnern, wie wir durch das Kassenfenster raus gezeigt haben und gesagt, guck da oben an, da steht eine mit roten Skihosen. Das war eine absolute Seltenheit. An einer Weihnachten in den 50er Jahren habe ich blaue Helanka-Keilhosen und einen rot-weissen Norweger Pullover bekommen. Die Keilhosen sind dann gerade erst aufgekommen. Also, ich war so glücklich und schamparstolz. Am Weihnachtsabend in der Kirche in Laune habe ich die Kleidung angelegt und bin mir ganz schön vorgekommen. Ein Bub, den ich gut mochte, hat verächtlich geguckt und gesagt, soll das schön sein? Ich war so enttäuscht und habe die Hose und den Pullover
ging nur angelegt, wenn es gegen das Gestad ist gegangen, und in der Laune habe ich das alte Zeug getragen, für das niemand blöd tut oder neidisch ist. Ich glaube, ich hatte noch lange ein Trauma gehabt und manches nicht angelegt, weil ich kein Gespött wollte. Wieder zum Thema Wintersport. Einmal im Winter sind wir mit der Lauenschule über die Wispele ins Gstad gegangen, für Ski zu fahren. Einige hatten schon Fälle gehabt, andere haben sich Krisenstunden unter die Ski gebunden und sind so geknurzt. Beim Altläger, wo es ziemlich stotzen ist, hat es ein Problem gegeben. Skilift fahren waren auch nicht alle gewarnt. Für uns war es ein Festtag und wir waren stolz auf unsere Eltern mit ihrem Skilift. Ausrüstungen hat man auch noch nicht wie heute. Man hat die Ski von den Geschwistern nachgebraucht. Im 7. Schuljahr habe ich meine ersten Ski bekommen. Schwendener Mambo haben die geheissen. Und ich war furchtbar stolz. Gerade wie dann mit den Kehlhosen und dem Norweger Pullover. Später in der Lehre konnte ich von einem Gstadergast einen Kneissel Whitestar kaufen. Der hätte nur noch 250 Franken gekostet. Die neuen waren dann schon über 1000 gewesen. Ich hatte schlaflose Nächte und mir überlegt, wie ich zu diesem Ski käme. Meine Mama hat die Lösung und gesagt, ich könne jeden Monat von meinem Lehrlingslohn 50 Franken zahlen, und das habe ich gemacht. Als ich sie gezahlt hatte, hat sie mir die 250 Franken gegeben und gesagt, sie wollte nur schauen, ob ich es könne. Ja, wir haben unseren Eltern viel zu verdanken. Für nochmal auf die erste Funi-Zeit zurückzukommen. Mein Grosspapa ist 53-jährig an einer Lungenentzündung gestorben. Gerade im 1939 vor dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Eltern waren da mit 3 Kindern, die Mama schwanger und die Funi nicht fertig gebaut. So ist Papa in der ganzen Schweiz die Arbeiten fertig machen und die Mama war gefordert mit der Buchhaltung. Kurz darauf musste Papa in Aktivdienst und daheim war noch eine Zimmerei und eine Bauerei. Was würde man heute sagen, wenn jemand ein solches Arbeitspensum leisten müsste? Ich habe grosse Hochachtung vor dem und freue mich, dass die Mama und Papa nach dem Krieg eine gute Zeit hatten. Sie haben die ganze Entwicklung mit den Bergbahnen durchgemacht. Auch die Zeit, wo es eben nichts mehr rentiert hat. Wo sie Geld haben investiert und es ist verloren gegangen. Weil Holding ist gegründet worden und wieder geplatzt ist. Und noch anders mehr. Früher hat es eben noch keine Pistenmaschine gebraucht. Weil es viel geschneit hat, sind wir manchmal auch noch Pisten trappen. Papa ist albe mit einem so einer Trolley gefahren oder mit einem Schaber. Es hat keine platte Piste gegeben, hat Hobel und Gleise drin gehabt. Aber man hat Freude am Skifahren und es hat eigentlich niemand reklamiert. Heute kostet ja bekanntlich das Achifahren mehr als das Zuhifahren. Mit den ganzen Sicherheitsvorschriften, Pistenmaschinen und den hohen Ansprüchen. Von Sicherheitsbindung, Helm und solchen Sachen hat auch noch niemand nichts gewusst. Aber wir haben es überlebt. So wie wir ohne Kindersitz und Sicherheitsgurt im Auto auch überlebt haben. Die Zeit in den Kriegsjahren können wir uns allweg gar nicht vorstellen. Die Zeit nachher war vielleicht nicht die gute alte Zeit, aber es war eine schöne Zeit.